Mit einem Gedenktag hat die Bundesregierung heute die Opfer von Flucht und Vertreibung gewürdigt. Auf der zentralen Veranstaltung in Berlin berichteten zwei Frauen von Angst und Gewalt, aber auch von der Hoffnung auf ein besseres Leben. Bundespräsident Gauck forderte dazu auf, Menschen in Not großherzig in Deutschland aufzunehmen, auch als Lehre aus den Vertreibungen im Zweiten Weltkrieg. Heute kann sie wieder strahlen. Für Asma Abubakar Ali sei es einer der schönsten Momente gewesen, in Deutschland anzukommen, sagt sie. Ihre Flucht durch Nordafrika zuvor hatte viele Monate gedauert. Ein Lager aus Zelten mitten in der Wüste war zwischenzeitlich ihr Zuhause. Wir haben auf dem Weg Schreckliches gesehen. An einem Checkpoint sahen wir Leichen und verletzte Soldaten. Derzeit machen etwa 60 Millionen Flüchtlinge weltweit ähnliche Erfahrungen. Viele Deutsche, die am Ende des Zweiten Weltkriegs selbst Flucht und Vertreibung erleben mussten, fühlten sich an die Angst erinnert, die Flüchtlinge in sich spüren, heute wie damals. Auch ich hatte 10-jährig Angst, erschlagen oder erschossen zu werden. Als man Säuglinge aus dem Kinderwagen riss, in die Luft schmiss und wie Tontauben abschoss. Ich kann Ihnen das erzählen. Aber ich kann Ihnen nicht die Geräusche rüberbringen. Die Schreie der Mütter, die Schreie der Kinder und das Lachen der Peiniger. Vor 70 Jahren dann habe ein armes, zerstörtes Deutschland vermocht, Millionen von Menschen zu integrieren, so Bundespräsident Gauck. Er wünsche sich, dass diese Erinnerung das Verständnis für die Flüchtlinge von heute vertiefe. Wir müssen uns eben immer einmal wieder daran erinnern, welch großen Anteil Flüchtlinge und Vertriebene am erfolgreichen Aufbau Deutschlands hatten. Eben diesen Geist, der den Neuanfang sucht und die Zukunft gestalten will, erkenne ich auch bei vielen Flüchtlingen von heute. Jahrelang hatten die Vertriebenen und ihre Verbände den Eindruck, ihr Leid werde nicht ausreichend gewürdigt. Heute, am ersten nationalen Gedenktag, ist diese Würdigung gelungen. Und zwar gerade dadurch, dass Bundespräsident Gauck die Schicksale von damals mit den Schicksalen von heute verbunden hat.